Romeo und Julia. Klar, das Bild haben wir alle im Kopf. Die vielleicht berühmteste Liebesgeschichte der Welt. Aber was, wenn ich Ihnen sage, dass die wahre Geschichte dahinter, dass die komplett anders ist, als Sie es sich je vorgestellt haben? Die Story kennen Sie, oder? Klar. 2 verfeindete Familien, eine heimliche Romanze und am Ende die große Tragödie. Das ist so tief in unserem kulturellen Gedächtnis verankert. Und genau das, dieses sichere Wissen, das stellen wir heute mal komplett auf den Kopf. Denn die Vorstellung, die Sie wahrscheinlich haben, von einem jungen, genialen Shakespeare, der sich das alles aus dem Ärmel schüttelt, die ist zwar super romantisch, aber historisch gesehen einfach falsch. Kommen Sie, wir tauchen da mal tiefer ein. Um das Ganze zu kapieren, müssen wir uns Shakespeare mal anders vorstellen. Nicht als den großen Erfinder, sondern eher als einen Meister des Recyclings. Und genau das ist der springende Punkt. Shakespeare hat Plots nicht einfach so aus dem Nichts erschaffen. Er war ein Genie darin, bereits existierende Geschichten zu finden und ihr Potenzial zu erkennen und sie dann zu etwas Zeitlosem zu polieren. Und die Geschichte von den unglücklichen Teenagern aus Verona? Die war da absolut keine Ausnahme. Also, wenn Shakespeare es nicht war, wer zum Teufel war es dann? Und genau diese Frage führt uns jetzt auf eine Art historische Detektivjagd. Wir folgen der Spur aus literarischen Brotkrumen zurück zum wahren Kopf hinter dieser unsterblichen Geschichte. Um diesen Fall zu lösen, müssen wir quasi rückwärts ermitteln, von Shakespeare aus. Folgen wir einfach mal der Papierspur, die uns direkt zur Quelle führen wird. Und hier sehen wir die ganze Kette, quasi die Beweismittel. Shakespeare, der hat sich auf ein Gedicht von Arthur Brooke gestützt. Brooke wiederum, der hat eigentlich nur eine italienische Geschichte von einem gewissen Matteo Bandello übersetzt. Und Bandello, der hat seine Version im Grunde von einer Novelle aus dem Jahr 1531, sagen wir mal, stark inspiriert übernommen. Und genau da, 1531, da sind wir am Ursprung. Und das hier, das ist der Mann, den wir die ganze Zeit gesucht haben. Luigi da Porto. Seine erste Version von 1531 hat schon alles, wirklich alles, was wir kennen. Die verfeindeten Familien, die heimliche Hochzeit, den Schlaftrunk und natürlich das tragische Finale, der Doppelselbstmord in der Gruft. Alles schon da. Okay, um jetzt zu verstehen, wie da Porto auf so ein Meisterwerk kam, müssen wir in seine Welt eintauchen. Und seine Welt, die war voller Gewalt, voller Leidenschaft und ziemlich undurchsichtiger politischer Machtspiele. Das Herzstück der Geschichte ist natürlich diese Fehde. Aber für da Porto war dieser alte Groll kein cleverer Einfall für die Handlung. Nein, das war seine knallharte tägliche Realität. Er war umgeben von diesem brutalen, eingefleischten Hass zwischen mächtigen Familien. Er hat im Grunde einfach aufgeschrieben, was er jeden Tag gesehen hat. Die Namen Montague und Capulet, die sind ja legendär. Hat da Porto die erfunden? Absolut nicht. Die Montecchi, also die Montagues, die waren zu 100% echt. Er kannte die sogar persönlich. Und die Cappelletti, die Capulets, das ist wirklich der Hammer. Ihre Existenz in der Geschichte beruht auf einem schlichten historischen Fehler. Ein Kommentator von Dantes göttlicher Komödie hatte die fälschlicherweise als rivalisierende Familie aus Verona identifiziert und da Porto hat das einfach übernommen. Stellen Sie sich das mal vor. Einer der berühmtesten Familiennamen der Weltgeschichte, geboren aus einem Lesefehler. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern des Mysteriums. Denn für da Porto war diese Geschichte nicht nur Politik, sie war zutiefst persönlich. Und den größten Hinweis, den er uns hinterlassen hat, den finden wir ganz am Anfang seiner Novelle. Er widmete die Geschichte einer echten Frau an die schönste und anmutigste Lucina Savorgnan. Jahrhundertelang hat man gedacht, das sei nur so eine höfliche Geste, eine Floske. Aber heute glauben Historiker, dass genau dieser kleine Satz der Schlüssel zu einer echten, realen Liebesgeschichte ist oder vielleicht sogar zu einer Dreiecksbeziehung, die die wahre Inspiration für alles war. Das wirft die große Frage auf, was wollte da Porto mit dieser Story wirklich erreichen? War es eine Hommage an die Liebe oder vielleicht etwas ganz anderes? Es gibt da 3 große Theorien, was hier eigentlich abging. Also analysieren wir doch mal die Beweise, um rauszufinden, was der wahre Zweck der größten Liebesgeschichte der Welt war. Und die Möglichkeiten, die sind echt faszinierend. Okay, Theorie 1, die romantischste. Es ist seine eigene Liebesgeschichte. Er ist Romeo, sie ist Julia. Theorie 2 macht ihn zum unterstützenden Freund.
Er schreibt die Geschichte als eine Art Geschenk für seine Cousine Lucina, um sie zu ermutigen, ihrem verbannten Freund treu zu bleiben. Aber dann gibt es da noch Theorie Nummer 3 und die ist, sagen wir mal, deutlich durchtriebener. In diesem Szenario war da Porto nämlich selbst in Lucina verknallt und sah ihren Freund Francesco als seinen Rivalen. Die Geschichte wäre dann also kein Geschenk, sondern eine ziemlich düstere Warnung. Welches Szenario ist am wahrscheinlichsten? Tja, die Antwort könnte in da Portos eigenen Worten liegen, direkt aus der Widmung. Hören Sie sich das mal an. Er sagt nicht, er will die Liebe feiern. Er zeigt, wie sie einen zerstören kann. Er sagt im Grunde, schau mal Lucina, was passiert, wenn man jemanden so leidenschaftlich liebt. Es endet in einem Grab. Das ist kein Liebesbrief. Das klingt verdammt nach einer Warnung. In der Geschichte, die er extra für sie schreibt, ist das Schicksal der Liebenden besiegelt. Ihre Leidenschaft führt sie geradewegs in die Katastrophe. Ein schreckliches, abschreckendes Beispiel. Aber jetzt die Frage, hat seine brillante, wenn auch vielleicht etwas manipulative, literarische Strategie funktioniert? Die Antwort ist nein, nicht mal ansatzweise. Und das ist die wunderschöne Ironie der Geschichte. Das echte Leben hatte ein viel glücklicheres Ende. Francescos kam aus dem Exil zurück, er und Lucina haben geheiratet. Ihre Liebe hat gesiegt, allen Warnungen zum Trotz. Und das lässt uns mit dieser letzten, unglaublichen Frage zurück. Wurde die Geschichte, die seit 500 Jahren für uns Romantik definiert, wirklich aus Liebe geboren? Oder war sie eine brillant geschriebene, zutiefst persönliche Warnung, die dazu gedacht war, genau diese Liebe zu zerstören? Eine erstaunliche Erinnerung daran, dass sich hinter unseren größten Mythen oft eine noch viel kompliziertere und, ehrlich gesagt, faszinierendere menschliche Realität verbirgt.